Goed. Ik freue mich von jou hier zu sein. En ik had mich von jou gesagt, ik wil mal een kleine vrouw en chocolates uitdelen. Nu zijn de chocolates verschwunden, so nu blijven we bloß nog de vrouw. Ik word aan dat ik zie een klein beetje te boezig met onze profetenbeker zijn naam te hupsen. En ik wil eenmaal een klein beetje terugbacken en dan helemaal met schwung door de lijn. Wir wollen unbedingt den prophetischen Beker verstehen, wenigstens im Eva-Blick, wenn wir das Alte Testament Prophetenbeker nicht verstehen, uns damit umzugehen, dann lassen wir uns gleich erst so ein Vers placken und dann lesen erst wir uns so ein Vers werden, ja, nu ist das alles entweder verbraucht oder nu ist alles fein oder nu ist alles für immer fein. Und das merkt, das tun wir vor. So, wir wollen uns ein klein bisschen hier eine Titellinie merken und dann werden wir hier einmal ein bisschen lang checken. Wir wollen uns die Titellinie merken von Adam und Eva, das ist der Anfang, also der Garten Eden, und dort ein wird dann Jesus kommen. Dort wird 2000 Jahre träg sein. Ich sollte vielleicht aber eine Null hinschreiben, damit nicht daran kommen. Okay, der Año Cero. Dann haben wir uns an unserer Sonntagsschule über die Zeit die erste an Dispensaciones, dort so gut, was ich auf Spanisch brauche. Aber wir haben uns hier so die verschiedensten Tiden vom Alten Testament mit angedeutet. Wer will mir sagen, wo uns die erste Zeit? Wo nennen wir die Zeit der Gewassenszeit, okay? So dann haben wir eine Zeit, was wir nennen die Gewassenzeit. Wo ist heute die Gewassenszeit? Okay, du wirst nicht gesagt. Was ist das heute? Der hat nicht gesagt. Wo wissen die dann, was die sollen tun und was die nicht sollen tun? Der Gewassen seht ihr dort. Wo weit wie dort, was wir sagen, dort wie eine Gewassenszeit, dort nicht besser ausgedacht ist. So gut, dann werden wir in 1. Mose, Kapitel 4 gehen. Und dann werden wir uns durch ein paar Vers lesen. 1. Mose 4. Wir haben durch die Geschichte von, wo Gott zu Kain redet. Und Gott erklärt ihm durch die Lehre und die wird über die Zeit regiert. 1. Mose 4, und ich werde so lesen vom Vers 6 und wieder. Aber zum Beispiel, was passiert ist, Kain und Abel haben beiden Opfer gebracht. Kain sein Opfer wird nicht angenommen und Abel sein wird angenommen. Und dann redet Gott mit Kain. Der sagt es dit. Dann sagt der Herr zu Kain, warum sticht die so die Eier an und warum bist du so bedrückt? Wenn du was Gutes für hast, wirst du doch angenommen sein. Aber wenn du nicht Gutes für hast, dann lügt der Sinn noch eine Gelegenheit bei dir und haft ein Verlangen nur dir. Nu musst du nur sein, dass du nicht von der Sinn mitgereden wirst. Okay? Das ist, was der Text uns lehrt. So, wir wollten dort die erste Zeit, was wir Gewassenszeit nennen, die wir wirklich eine Gewassenszeit, wenn Gott redet zu Kain und sagt zu denen, dort liegt an dich. Wenn du was Gutes für hast, dann wirst du bei Gott angenommen sein. Wenn nicht, dann wird der Sinn die packen und der wird die mitreden. Und dann bleibst du vielleicht die Frau up, wo wissen die von Opfern? Du hast kein Text im Alten Testament, wo wir brauchen können, zum sagen, wo wir lesen können, dass Gott sagt zu Adam und Eva von nun und wieder mit die Opfern. Aber wir finden dort die Geschichte an sich selbst, lehrt uns dort, dass Gott offenbart sich zu Adam und Eva nur den Sinn. Und von dort wieder werden Opfer geführt, regelmäßig. Nicht so zu Moses in der Zeit, aber da wurden Opfer geführt
um Sinnenvergebung zu erlangen. Wir sehen dort an Kain und Abel, der Westen von Opfern. Wir sehen dort an Noah. Noah kam mit der Arche rüt, und der mit dem Altar und der Abfahrt. Und du sind Dinge, wo uns dann andienen, wo alles anging. So die erste Zeit wie eine Gewissenszeit, aber mit der Gewissenszeit taub worden Opfer gemerkt, um Sinnenvergebung zu erlangen bei Gott. Wer weiß, was die zweite Zeit heute? Sie können auf die Papier checken, und wenn ihr den nicht mit habt, dann haben ihr die Papier nicht. Was heißt das auf Deutsch? Regierung. Okay? Was wir du anders als hier? Ich glaube, wir sind alle verbessert. Hendrik, sag uns mal, was in deinem Kopf angeht, wenn du denkst an die Zeit von Menschenregierung. Hä? No, noch nicht bald durch. Wo fängt die nächste Zeit dann an? Wo teilt die Gewissenszeit sich mit der nächsten? Ich soll Chocolates mitbringen, oder bitte schaffen, oder? Hä? No, noch sind wir lange nicht bei der rechten Zeit. Also, uns die Mittelgeschichte an von der Zeit von menschlicher Regierung. Babylon, okay? Man ist aber mehr am Weg zu haben. Was für Babylon, was nur Babylon? Aber nicht Babylon, Babel heißt das auf Plattdeutsch. Torre de Babel. So, ja gut, dankeschön. So, nu kom jag några. Det en hier, dort hier auch mit Noah. So. Der Gewissenszeit, der geht ut. Dort wo je mal anstammen, nicht? Weil Noah eine Arche baut, was wird die Kondition auf der Welt dann? Säuerschlag. Wenn wir glauben an die Welt, als von der all verbrückt, und das noch nicht ganz, wenn Gott sagt, in der letzten Jahr war das so sein, als Noah seine Zeit. So, entweder da wir bei Noah seine Zeit schlecht als nu, oder wir sind ganz reut dem Jesus begegnet. Ein von beiden. Aber was kann will, ist, dass die Gewissenszeit hier da mit Noah. Was ist die nächste Geschichte in der Bibel? Du wirst dich bei, das ist Babel. Was ist mit der Geschichte? Okay. So, du hast einen Mann, der regiert und der baut eine Stadt, und in der Stadt sagen, der will uns mal groß tun, will mal einen großen Turm bauen. Wo sie wollen den Turm bauen? Hä? Noch überhaupt nichts mit dem Himmel zu tun. Oh, nee. Zum Wort. Dat is dichtbij. Maar houd me maar uit. Wat zijn de, te wat zal de grote term gebruikt worden? Okay, dat is niet zo'n zaak die je shoot naar je dag. Ik geloof, du kunt een beetje waarheid doorheen zijn. Okay, du komm mal hin. Was sagt Gott, wels Noah uit de arche rutscheit? Okay. Korrekt, so ist das. So Gott hat zu Noah gesagt, den seine Jungs, nu gut, über die ganze Welt vermieten, hat Kinder und merkt die Welt voll. Wenn wir 1. Mose 7 und 8 lesen, dann fingen wir dort den Babelturm, wie kriegt das gehen dort? Die sind bei uns einen Turm bauen, sodass China uns verstreuen kann. Und dort stand die Zeit von der menschlichen Regierung, und wir waren hier so Babel geschrieben. Was
geht die Babeltiet zu eng und wo heute die nächste Tiet? Okay, so den schmacken Tarn, was die gebildet haben, der ist 2 Uhr. Gut, was noch? Oder der Projektor wenigstens abgehört. Die Sprachen waren gemerkt und die Menschen waren verjagt. Das ist ein von der Regierungstiet. Was ist die nächste Tiet? Hast du das durch? Wer weiß? Was wir dann dort waschen? Bläder tummel bij in de Bibel dat lang. Wat komt het nächste? So gut. Dankeschön. Was ist Zwiebel, diese Leicht, wenn ihr noch umgekehrt? So, das hat dann hier nu Volk. Das uitgewählte Volk Israel fängt an. Also, das fängt an mit wem? Abraham. So, du sind dann die 3 Patriarchas, Abraham, Isaac, Jakob. Und dann? Ja, aber du hast noch ein Parenthesis zwischen. Abraham, Isaac und Jakob, und dann? Dankeschön, 12 Stück. So, das jäufen Volk mit 12 Stamm. Na, noch eine Sesta, was ich schon mal erwähnt. Weißt du, ja, wo die Sesta heute? Hä? Nope. Aber das meiste. Ja, alles weet je waar de jongens er Sesta heute? Dina, kijk zo. So, die 12 Stamm hadden noch eine Sesta, und das ist wichtig, dass die weiter noch eine Sesta hat. Wenn ein von den Brüdern, der ging mörder eine ganze Stadt auf, wenn die haben die Sesta nicht durchgelaufen. Okay, so, das wie eine Sesta, ganz vernünftig. Gut, der Volk Israel tiet, der teilt sich eigentlich in 2 Teilen. Der erste Teil, dort haben wir nur Abraham, Isaac und Jakob, 12 Jungs, und dann wird der zweite Teil. Dann läuft es um Volk, ja, das stimmt. Aber dann? Du weißt, Hendrik, was läuft dort noch für welche dort das Volk Israel tiet sich in 2 Gruppen dort? Oder dort wieder Geschichte in 2 Teilen dort? Dort ist das erste, ja. Hier ist das. So, der erste Teil, dort ist von Abraham, Bad Ägypten. Dort stammt. Und dann wollen sie der zweite. Okay, mit wem? Dankeschön. So, das Volk, und dann erst Moses. Aber was ist Moses für eine Repräsentation? Was der Moses verstellt? Okay, dort stammt. Aber was ist der Mittelpunkt von der Volk Israel, die Geschichte, wo mit Moses dann anfängt, mit Ägypten zurückzutragen? Radung. Was heißt der Radung? Wir haben noch neu zu lernen. Das Part hier, dort ist das erste Bund. Was passiert dort Bund? Dankeschön. Sinai. Okay? So, dann haben wir nun das Volk Israel Formung, also Gott merkt,
wirklich ein Volk. Und der merkt dort mit Abraham dort versprochen, der kommt bei Ägypten und dann reisen die von Ägypten rüt, die Sinai merken, Gott mit dort Volk im Bunden, sagt, wenn die mit trü sind, wo ich ihn trü sind, und so ja dort wieder. So, aber wo regt dann die Geschichte von dort Volk Israel mit Moses? Wo wird wir den Streck tragen und sagen, okay, der Moses tit das hier so halbwegs hin. Ja, aber was ist die Teilung dann hier? Die kriegen Lohn, Dankeschön. So, das hielt ab mit wo das Volk Israel ein versprochenen Lohn ansiedelt. So, nun haben wir eine lange Reise all gemerkt, aber wenn das Volk nun am Lohn ist, dann sieht es hier Tjernigszeit. So, die Tjernigszeit wird eigentlich an zwei Teilen geteilt, aber auch gleich dort unbedingt hier apporten an. Erst wer sieht hier ist ein Rechter, wie schon so gut. So, nun sagen wir, was die Rechter tut. Was deuten die Rechter? So gut. So, die Gedei wir, wenn die Oberste jachten, dann schreiben die Nummer Rechter, dann früher was sagt das Gesetz, und dann losen die das Gesetz, dann sagen, okay, du machst das gemerkt, weil du kannst dir das Lohn ihnen, bestes doch. Das wäre, was ein Rechter deut. Wer wird der letzte Rechter? Samuel, so gut. So, das geht zu eng mit Samuel, und wo fängt die Königszeit dann an? Saul. So gut, so die Königszeit fängt mit Saul an. Wow, okay? Das ist fair. Was ist ein, welche Ding, was wir sollen wollen von der Königszeit? Dankeschön. Du hast von den Engeln nicht gesagt, ja, sagt sie ein feiner Lehrer, wenn du das Wort lehrt. Was ist eine Theokratie? Du bist ein König, aber der König hält eigentlich nicht an, wer ist der, wer du wirklich regiert? Gott. Okay, so Theokratie, das kommt von zwei Theokratie. Okay, Theo meint Gott, Kratia meint regiert. So, die Idee von der Königszeit ist nicht, dass du ein König so wunderbar ist, dass ein Mensch, der sich brücken, Gott regiert der Saul. Und Saul wird eingehorsam, dann sagt Gott, die kann nicht mehr brücken, dann zieht er den Fuß, dann nimmt er sich David, dann kann er den brücken, und dann Salomon noch ein kleines Engstchen, dann versindigt Salomon, dann zieht er den nach Fuß, und dann geht alles in den Grund. Das ist die Geschichte abgeführt. Aber, wo wir hinwollen, ist, während der Königszeit, wir du parallel, oder hier zu derselben Zeit, noch eine Zeit, und was wir du mit den Königs zugleich? Die Propheten. So, ja, so, Propheten. Und was deuten die? Sehr gut. Also, in Wirklichkeit würde man hier soll ein Bild malen, dort du hast Gott, und dann hast du einen Prophet, und dann du hast einen König, und dann hast du das Volk. Also, Gott braucht die Propheten, um zu den Königs reden, dass die Königs das Volk regieren können. Da wird er gedacht. Was sind die zwei Botschaften, die die Propheten gewöhnlich hören haben? Struf oder Segen. So einfach. So, da wir entweder ist das oder ist das. Da wo du das ist gut, oder da wo du das als Schleichen oder was schlechte Folgen mit sich bringt. Wer ist der letzte König in Jerusalem? Da kann man sagen, vielleicht sagt, ich weiß doch gleich. Einmal, das kann ich sehen,
Mijn chocolate had dan moeten niet rieten kunnen, maar kan niet. So. De kenningstijd hebben eng. Wat is dat eng van de kenningstijd? Of ja, dat is de oorzaak, maar wat is dat eng? Wat heet dat? Alles voorgenomen worden en treed naar de slaverie zoals in Egypte. Ja. God had gezegd, wenn je nu gehoorzaam zijn, dan wordt je loont, familie, gezondheid, kinderen en alles wat je geven. Wenn je worden jetta doen, dan wordt je dort rein alles wegnemen. En als we die Geschichte lesen, dan maakt we bloß krank, wat dat allemaal passiert. Du bist gehoorzaam, Gott segnet, du bist nicht gehoorzaam, Gott straft. Und was wir das Schlimmste, was passiert, wo so Gott sagt, nu haben wir ihn vorgebracht. Of je dat die aber wel schlimm. Die kan ik opfert zijn kind am Tempel, tun auf Gott. Und dann sagt Gott, nichts mehr. Also das wird schlimm. Wir können uns da gleich nicht mal anlassen, wo zwei dort wir dort der Aufjäterie so weit gekommen ist. Das sind Dinge, die wir von der Tag als Christen sollen immer weiter bewusst sein. So zum Beispiel, du hast dort gebaut, dass die Männer können sich nicht mit einer Früh befreien von rundum. Aber dass wir nicht dort die Rassisten wird, dass wir die sollen sich nicht mit einer Früh freien, wo auf Jadarie drauf. Und wenn die Salomon seine Geschichte lesen, dann wird gekriegt, was passiert. Der befreit sich mit einem kleinen Frühs, und die Frühs haben alle ihre Jatta. Dann sagen die, hey Honey, was kann man mit mir tun hier so mit den Jahren? Und dann erst wenn er sagt die Früh, wenn du nicht weißt, du brauchst nicht, dann weiß die. Und dann sagt no, ich will doch mit die Tauben an die Engel abverbrechen. So, wir müssen bloß mal die Geschichte lesen, aber wir kriegen was angeht. Dort wir in zwei Zeit und dort wir bloß was wirklich haben. Gott hat ja mal geworden für dort und der wir nicht aufmerksam genug gewesen. Dann haben wir hier aber die Prophetenzeit, was länger getragen. Also die Verschleppungszeit oder die Gefangenschaft, Okay. Ich habe ein Papier gegeben, wo die Propheten in der Meer alle sind. Und dann an den Konten sind die Kennigs. Und dann habe ich durch die Propheten alle überlegt. Und dann werden wir uns so bechecken, wo die Propheten zu wann neuer geredet haben. Und die Geschichte hier so von den Kennigs-Zeit, der ist ein bisschen groß. Also ich werde von der nicht ganz so anzukriegen. Und dann sage ich hier was morgen. Aber die Königszeit teilt sich an zwei Reichtums, nur Salomo, also dort Norden und Süden. Und Gott verhält sich mit den beiden verschiedensten Reichs ein bisschen verschieden. Dort Norden Reich, wo heißt dort? Und dort Süden? Juda, sag gut. Wie viele Stammen wir in der Bibel? 10 in der Uhr? 2, sehr gut. So, dort ist eine interessante Geschichte uit 9 Teil. Du beginnst bloß mit den Propheten und eins die Königs von Boven, von Israel, eins von Juda. Und dort muss man dann mit dem Puzzle-Top stellen, um die Propheten, die dann wirklich nicht nehmen. Aber dann kommen wir nun, was deuten die Propheten in dieser Zeit? Also, was wir die ganze Sache mit den Propheten, wo du dann, wir haben uns gesagt, dass die Propheten zu der Königszeit, die können dann einmal geoudet oder schlachtet sein und dort sterben. Aber was passiert, weil der König dann nicht mehr regiert? Mit den Propheten. Also Königs starben uit, oder die Theokratie. Diese Männer, die verschwinden in der Gefangenschaft. Was passiert mit diesen? Vandaag. Okay. So, das ist ein wichtiges Ding zu machen. Also, mit der Gefangenschaft verschwand die Regierung.
Also, die wird das ja nicht sehen. Das meint aber nicht, dass Gott abhielt, mit das Volk zu schaffen. Gott verschwindet nicht aus der Bibel an der Zeit, wo das Volk fortgeschlagen wird. Das Einzige, was passiert ist, diese Propheten, die haben nicht mehr die Möglichkeit, zu den Chenniks zu reden. Zu wem reden die dann? Zu das Volk. Also, wenn das hier ausgestorben ist, dann wird der Prophet gleich zum Volk reden. Und das ist ein Ding, was wir sollen bewusst sein, wenn wir Prophetenbücher lesen, dann redet der Prophet dann nicht zum Chennik oder zum Volk. Wenn du sind zwei so verschiedenste Sorten von Verantwortung am prophetischen Bücher. Wenn ein Prophet zum Chennik redet, zu wem redet er dann? Ja, aber was merkt das von Unterschied? An der Chennikszeit merkt wir, wenn jeweils die Geschichte gelesen haben, was passiert im Land, wenn ein Gouda Chennik wird? Sehen, aber wieso? Der Chennik kann lenken das Glaubensleben am Volk. Wenn der Chennik nicht auf Jatari drauf, dann wird das Volk sehr wenig. Du wirst wen auf Jatari, aber lang nicht so arg. Aber wenn der Tempel erst veranreinigt wird, wer tut das? Der Chinese, das ist nicht das Volk. So die Botschaft vom Prophet ist ganz anders an der Regierung über das Volk, als wenn der Prophet erst sagt, okay, Gott hat dich ja nichts für gegliedert, nun bleib du bloß noch hier. Kommen Sie mit den Unterschied mit? So dann die letzte Prophetenbücher, diese Prophetenbücher ihre Entwicklung zu Gott an der Gefangenschaft zieht, durch das Glück nun folgt. Und dort merkt die Bücher, die letzte Prophetenbücher, ganz anders sich hier, oder die sind ganz anders geschrieben, als die erste, wenn die ersten Propheten reden zu Chenniks, die Luther Propheten, die reden dann noch zu das Volk. Okay, wer weiß, wann der letzte Prophet, wie und wie viel Jahre für Jesus in der Zeit? So gut, so die Prophetenzeit, die geht zu eng mit welchem Prophet? Stimmt das? In der Bibel Nummer 7 übrigens ist das der letzte. Was sagt du auf dem Papier oder auf dem Gift? Wo ist der letzte Prophet? Ja, gut. Malachi. Okay, so von Malachi bis Jesus habe ich dann nu 400 Jahre nicht. Und dann kommt Jesus. Also, für die von Ihnen, die mit mir in Markus sind, in Bibelstunden, ich will von dir hier dort ein klein bisschen taub vielleicht, und dann brauche ich nächstes Jahr noch nicht so schaffen. So, die 400 Jahre sind eine Zeit, wo du sehr brutal hast. Und ich will erklären, wieso. So, die Gefangenschaftszeit hier, das wird sehr einfach. Die werden in Babel mitgeschleppt. Und wie lange werden die durch? 70 Jahre. Und dann, durch Gott seine Hand, und wenn Gott sein Wort immer anhält, Isaac Deck hat das nach einem Dolmol gesagt, dort, wenn wir eine Prophetie lesen, wir können uns leben darauf sagen, dass da eine Erfüllung kommt, wenn Gott ist Gott. Der Geduld von diesen 70 Jahren geht zu eng. Aber was du so besonders anwählst, dass es 70 Jahre zu eng sind? Ya se quedó pegado el timbre. Nu alles einmal klingen. Der Grund trägt, aber was kriegen die zweimal trägt? Ja, ein Tempel kriegen die trägt. Dankeschön, Hendrik. Von Babel trägt kommen, die kriegen ihr Lohn trägt, die kriegen ihr Tempel trägt, aber die kriegen niemals mehr ihre Regierung trägt. So das Volk lebt 400 Jahre
anerlohnt mit einer fremden Regierung. Und durch diese Desesperation applaudit ich bloß kein Wort dafür, aber durch diese Verzweiflung und das schrecklich große Verlangen, Gott, wann er uns Montanic schenken, dass wir ab hier mit Taxtool und all diese Regierung wird nicht anziehen. Wenn Jesus seine Jünger so grässlich großes Verlangen hatten, Jesus war neuer mal auf den Thron abkrüpen und die Räume vom Hof hier, dort wird nicht verdammt. Wenn das Volk hat 400 Jahre Sklaverei erlebt, das Einzige, was die hatten wir im Tempel, wo die können anbeten. Dort wir nicht bloß so, ja, wir warten und nicht. Dort wir lernen mit weiter, dort du was nicht sein, was uns frei mehr. Jesus, oder das Bild von Jesus, wo du fährst so drall gedreht wird, was von der ersten Tag nach, was Jesus dann regiert oder nicht regiert und all diese Dinge, dort fängt hier das an. Dort das Volk kommt gegen ein Haus, die kann ich von der Bibel sehen, hier ist Gold, hier ist Steine, hier ist Holz, gut ein bisschen ein Tempel. Aber das Volk wird schon mal frei. Nie nicht. Die lehren 400 Jahre. Nicht ein Prophet, nicht eine Mägel, nicht eine Fliege, kann man von Gott sagen. Und die haben das so weiter und die verzweifelten im Sinne von Gott, wo lang muss ich hier nur noch ausholen und frei sein. Wenn wir das Pack hier so uns bewusst sind, dann merken die Prophetenbeker so viel mehr sind. So, weil mit Juntaub an der kommenden Sendung der Prophetentiet wird hier so mit der Königsanfang und dann Reich Bad Malachi, weil ich in zwei Botschaften anteile. So eine ist die Botschaft, die immer war für den Neuen. Ich habe 2 Beker mit Juntaub als durchgegangen, besonders Oseas hat wieder miteinander gerufen und gecheckt, okay, Osea muss sich mit einer Höhe befreien, um das bildlich mehr und was angehen. Wir waren noch ein bisschen deutlich tun. Und dann, wenn wir bei Malachi sind, dann waren wir 3 bei. Und dann, weil wir die Prophezeiung gezielt haben auf Jesus, wo soll merkt Jesus sein und was können alles erwartet haben hier so, weil Jesus dann endlich verdacht hat. Also eine Frage. Da hat Moses ihn gesagt. Moses ihn gesagt, wir noch, Priester spielen. Aber ich weiß, die sind alle meistens mit mir, aber das Ola Simeon, was ein Tempel lüht, dort Jesus soll kommen, dort ist die Geschichte, wo wir wollen die Prophetentitel einbringen, und dann trägt bei. Wenn der Simeon, wenn die Kinder hier, wir haben nicht keine Kinder, aber du sagst ein paar. Mir vertellen die Geschichte einmal so, der Simeon kriegt von Himmel mit einem Stieren geklettert. Und dann weißt du, Jesus wird kommen zu meiner Zeit. Ich sei doch vielleicht nicht, sei übertrieben. Aber das war ich abwas. Der Simeon, der hat erst was, belebt nicht, Jesus wird kommen. So ist ich die Bibel von dir verstehe, das wird nicht. Der Ola Simeon hat die Prophetenbücher gelesen. Und er hat das Eva geteilt. Und gerade so ist Daniel. Daniel ging beten, und dann hat er seine Bibel durch, und dann las er, 70 Jahre, und ich sage, 70 Jahre, hey, ich war beleben, dass uns Volk was trinken, Hüß gut. Krijgt dat zal je passiert met Simeon im Tempel. Zoals ik de Bibel verstoe. Ja, de Heilige Geest maakt dat op, wil ze los. Maar ik verstoe dat de oude Simeon, die los de Prophetenbücher, en dan klikt hij dort. Dan zegt hij, 400 jaar, dat moet te mijn levenstijd passieren. En dan ging den Tempel, en dan zet hij dat in, en dan geloof ik, wie klikt de Heilige Geest, waar dan zegt, ja, dat is Maria, en dat is Jezus, en dat is dan zijn padrastro. En dan gaat hij doorheen, en neemt hij dat in. En dat wist hij, zoals ik verstoe, bloos wegen Gott en dat openbaar dat kent weer. Aber dat de leert, nur de Messias weer niet toeval. Dat weer de weer hopeloos geleest. So, dankzij voor metmerken. Ik hoop dat hij een beetje geholpen, jullie gedanken aan te ordnen over profeten. En dan zullen we nächste Sonntag wieder zu schaffen.